Geme von Matthias Zesch. Alla hopp, Kumbu, Geme, hat seine Mutter gesagt, hat die Luft zwischen den zusammengebissenen Zähnen durchgezogen und ist losgedappt. Vorbei an der Rolle mit den 3 armseligen Stiel, dem wackeligen Tisch, einem Schrank und den paar Kisten drauf. Der Franz mit seinem Gaul davor. 2 oder 3 Straßen weit, wo sie hingemisst haben. Ketscher, du kannst die Miete nicht mehr bezahlen. Ihr müssen ausziehen, hat der Valentin gemeint gehabt. Da hat nicht der Bürgermeister dann das kleine Zimmerle mit der noch kleineren Kiste zugewiesen, am Rand von dem Dörfel, da wo sowieso niemand hinziehen gewollt hat. Und in dem kurzen Augenblick, wo der Gaul angezogen hat sich der Jakob geschworen, mit seinen 10 jungen Jahren, das passiert mir mal nicht. Nicht so lang wie ich schaffen kann mit meinen eigenen Händen. So ohnmächtig ist er sich vorgekommen, so furchtbar allein mit seiner Mutter, der junge Witfrau, so fassungslos, dass sie hinausgejagt worden sind aus ihrem kleinen Häusl. Und umso fester war sein Entschluss. Das war kurz vorm Krieg. Nach dem Krieg ist er Lehrer geworden, hat geheiratet, hat gespart, genug für einen Bauplatz zu kaufen. Und dann haben sie gebaut, für sich und die Mutter und die Schwiegerleute, ein Haus mit 3 Stockwerken. Nix haben sie gehabt wie 1, 2, 3, 4 Kinder und ihr Hände zum Schaffen. Gegessen haben sie Leberwurst und Griebewurst und Grumbeeren und Brot mit Butter und Schmersel, wo sie Frau gekocht hat. Mit den Brombeeren, wo sie am Waldrand mit der ganzen Familie gesammelt haben. Und wenn die paar kleine Äckerle von der Mutter nicht 5-mal so hoch wie eigentlich erlaubt beliehen worden wären, von einem Bankangestellten mit einem großen Herz, hätten sie ihr stolzes, neues Haus noch im Rohbau verkaufen gemisst. Die Jahre sind vorbeigezogen, Glück haben sie gehabt, sie haben es zu etwas gebracht. Jetzt hat dieses Haus längst abbezahlt, die Mutter beerdigt, die Kinder sind fort, die Enkel schon ab und zu da. Und doch immer noch bald 70 Jahre. Da träumt er als Gehemäuer davon, von dem Augenblick, wo der Franz mit dem Gaul loszieht, aus dem Hoftor hinaus, und seine Mutter sagt, alla hopp, Kumbu, Geme. Der Jakob langt nicht auf die andere Seite von dem großen Doppelbett. Er braucht eine Weile schon, bis er merkt, dass da niemand mehr ist. Er hat sie ja gestern auf dem Friedhof besucht und das Grab gegossen. Sein Bube und sein Mädel kommen morgen zum Ausräumen. Ob sie noch was von dem alten Zeug brauchen können? Er kann ja nichts mitnehmen. Nach 1-2 Stunden um 10:30 werden sie seinen Ältesten abholen. Das Zimmer in der Seniorenresidenz ist ja eigentlich nicht übel. Uns geht ja wirklich nicht mehr alle. Hingestürzt ist er vor ein paar Wochen im Bad. Es wird ihm alles so dämlich im Kopf. Seine 2 Koffer sind schon gepackt. Alleweil klingelt's. Der Martin. Er hinkt zu der und drückt auf den Aufmacher. Der Martin kommt rein. Und, bist soweit? Ja, Bub. Wartest du erst die Koffer hinaus? Ja, es pressiert nicht. So, Vater, kennen wir? Jo. Die paar Stufen im Treppenhaus nun sind beschwerlich. Vor der Haustür verschnauft er noch einmal kurz. Der Martin guckt ihm ruhig in die Augen. Ein langer Augenblick lang. Die Wache der steht auf. Der Vater nimmt seinen Stock, dreht sich langsam um, zieht die Luft zwischen den zusammengebissenen Zähnen durch und sagt leise: Alla hopp, Kumbu, Geme. Dann deppelt er los.